Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich möchte heute gerne mit euch zusammen Masterboard stempeln, und zwar auf Zeitungspapier. Für das habe ich mir ein paar Zeitungspapier parat gemacht, wo vor allem möglichst viel Text drauf hat. Das ist ja im Moment doch recht schwierig, möglichst viel Text zu finden. Überall ist immer über irgendetwas. Irgendein Bild drauf oder so. Und jetzt ja, werde ich aber sowieso das Ganze nachher dann so noch mit Gesso ein bisschen bestreichen. Wenn es dann gleich noch ein paar Fotos hat, kann man die hier auch so ein bisschen überschlürgen, damit man die Grinde nicht unbedingt anschauen muss. Jawohl, und dann lassen wir es trocknen und dann tun wir es mal bestempeln und dann sehen wir am Schluss, wie es rauskommt. Ich weiss es nicht, wir werden es sehen. Ich habe Freude, ich freue mich schon, muss ich sagen. So, dann wollen wir doch mal anfangen. Ich habe hier mein Gesso-Kessel parat, das ich aus dem Lachenmeier habe. Ich mische es ein kleines bisschen mit Wasser, einfach damit es etwas transparenter ist. Und auch in der Hoffnung, dass es ein kleines bisschen schneller trocknet. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch nur Einbildung. Aber ich habe das Gefühl, wenn weniger Material drauf ist, dann trocknet es doch schneller, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich streiche jetzt das einfach mal ein. Am gescheitsten da auch noch schön auf meine Unterlage. Für etwas habe ich ja die dort hergetan. So. Ich könnte das natürlich auch mit dem Farbroller machen. Das finde ich, sieht damit auch noch recht schön aus. Aber jetzt habe ich mir gerade den Pinsel parat gemacht und darum machen wir es jetzt einfach mit dem. So, das reicht schon. Das geht warten. So. Der Herr wird auch überstrichen. So. Oh, voilà. Für was dass man die Zeitung alles brauchen kann. Das ist schon noch schön. Einmal habe ich mal im Zug so einem älteren Ehepaar zugelassen, und sie so gesagt haben, ja, ich glaube, BZ können wir jetzt auch abbestellen, weil ja, man kann ja alles online nachlesen. Ich glaube, wir brauchen ja die Zeitung jetzt nicht mehr so. Und nachher dann hat sie gesagt, ja, aber mit was wollen wir denn die Schuhe ausstopfen vom Enkelkind? Da dachte ich, ja genau, abonnierst die Zeitung nur noch wegen dem, damit man die Schuhe ausstopfen kann. Also ich meine, ich bin ja auch mega froh, haben wir noch Zeitung. Ich wüsste nicht, wie ich sonst die Schuhe immer trocken bekäme. Müsste sie föhnen. So. Voilà. Oh ja, ich glaube, das gibt ganz schöne Hintergründe. So, ich glaube, da ist noch eine mit etwas weniger Wasser. Oder eben zwar, dass da im Pinsel noch so viel drin. So, dann haben wir noch eins. Dann schauen wir doch mal, wie das tut.
So, da, das will ich jetzt auch gerade nicht unbedingt. Und das Blaue hier auch nicht. Das auch nicht. So. Da ist noch eins. Das hat so eine ganz interessante Schrift. So. Also. Oh. Brauchen wir noch ein bisschen? Schon noch. Voilà. So, gut. Also, dann. So, ich nehme an, ihr wisst, wie bei mir ein gestempeltes Masterboard wird rauskommen, und zwar komplett überbordend. Darum machen wir das jetzt einfach. Überborden wir ein bisschen. Ich glaube, ich fange hier einmal an mit so einer Mauer. Und die mache ich doch auch gerade mal grau. Mal schauen, wie man das sieht. Und ich glaube, so, eins nach dem anderen. So, ich nehme es den Weg um, dass es die Schrift der richtige Weg um ist. Markieren. So. Und hier hinten noch. Gut. Das wäre mal das. Das eine. Und jetzt werde ich hier noch ein bisschen von dem. Das Blümchen mit den Zahlen und was ist da drauf? Irgend so eine Liste oder etwas. Das mache ich jetzt schwarz. Auch ich nehme jetzt damals Oxide. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen stärker abdrücken. Und wir sind natürlich noch der verkehrte Weg. Bravo! Super schlau. So. Da unten noch. Voilà. Vielleicht hier noch auf der Seite ein bisschen. So, hey, eigentlich gefällt mir das schon so recht gut. Aber da fehlt natürlich schon noch ein bisschen etwas. He? Jetzt, was wollen wir da noch bringen? Ich glaube, jetzt mit dem Grau möchte ich noch etwas Blaues reinbringen. Und zwar hier ein paar hübsche blaue Sommervögel. So, komm.
Das finde ich extrem hübsch. Oh, da bin ich glaube ich ein bisschen verrutscht. So. Und jetzt dürfen noch ein paar Blümchen nicht fehlen. Die Frage ist nur, ist noch schwarz? Schwarz. Wie wäre es da mit so einer Rose? Würde das passen? Ja, ich glaube schon. He? Schwarze Rose. So, komm. Nein, jetzt habe ich blau. Ah, ich will nicht blau. Ich will nicht blaue Rosen. Ich will schwarze. So. Habe ich es gerade noch gemerkt. Voilà, oh ja. So, hey, ich finde, das sieht mega cool aus. So, jetzt hat es hier so ab und zu noch so ein paar Zahlen, aber die verschwinden recht. Was ich kann, sind so einzelne Zahlen. Und dann müssen wir die halt zusammenfügen. So, soll ich das auch schwarz machen? Ja, ich glaube schon. Schön wäre, wenn man sie den richtigen Weg schreiben, die Zahlen. Oh ja, eben genau. Und dann wissen wir, man darf nicht zu fest drücken. Und ich muss sie tatsächlich einzeln stempeln, weil wenn man die Stempel aneinander reiht, sind sie zu weit auseinander. Das sieht echt gespässig aus. So, also. Aber ich würde sagen, ich mache einfach überall gerade die gleiche Nummer drauf. Oder man kann sie auch ein bisschen versetzen. Einmal so und einmal so, einmal vorne, einmal hinten. Da gibt es auch eine andere Zahl. So, und was nehmen wir noch? Ein 9. 379 und da gibt es 937 und da gibt es 739. So, und da machen wir doch so. Könnten wir doch einfach das gerade so machen. Und dann wollte ich noch ein 5. Der richtige Weg um ein 5. So, oh ja. Ich finde das ist cool. Das sieht doch prima aus. Ah, ja! Super! Das ist doch noch das Masterboard. Ich finde es schön. Genau, nehmen wir. Das ist gekauft. Dann gehen wir doch zum nächsten. So. Und da würde ich gerne diesen Stempel. Und weil der so gross ist und ich keinen grossen Acrylblock habe, mache ich das auf meinem Lineal.
Das habe ich mal herausgefunden, dass das super klappt. So, und ich glaube, ich nehme... Was könnte man für eine Farbe nehmen? Ich glaube, ich nehme braun. So. Bin ich denn jetzt der richtige Weg? Jawohl. Ja, mal schauen. Oh ja. Schön, schön. So, vielleicht könnten wir noch ein bisschen raufkommen, damit ihr auch etwas seht, was da passiert. Und so. Das finde ich einfach so einen schönen Stempel da, die Blumen auf der Seite, finde ich so herrlich. Gut. Dann kommt hier ein Unterteil. Zack. Ja, das ist wegen dem, der ist im Weg da. Machen wir halt noch einmal. Nochmal einen. So, jetzt ist gut. Geht das auch so? Wahrscheinlich nicht so gut, he? So. Und hier noch, he? Gut. So, super. Ja, das sieht doch auch schon ganz herrlich aus. Was würde da jetzt dazu passen? Das ist ja sehr blumig. Blumig, dann würde ich doch sagen, machen wir auch Sommervögel auch wieder. He? Sommervögel passen doch immer. Oh, ich schmeiße da meine Stempel einfach umeinander. Gibt mir das auch immer das Knirsch. So, also ja, ein kleiner, noch ein grosser. Wie wäre es mit dem? Der würde mir jetzt noch gefallen. Ich habe ein Knirsch. Ich finde mein Zeug nicht. Oh, der hat glaube ich noch ein bisschen schwarz dran. Ja, noch. Hat er halt in dem Fall. So, passt da? Ja, ich glaube schon, hä? Haben wir schon das Gefühl, dass das schön aussieht. Da und da noch, da, wo da oder da, keine Ahnung. Irgendwo. So, und jetzt haben wir noch ein kleines. Dann haben wir doch das kleine noch. Das machen wir schwarz. Zack. Zack. Oh, cool. Mit dem kann man einfach drüber.
ohne Studieren. Ah, das ist sowieso so ein herrliches Projekt. Stempeln, stempeln. Einfach abschalten, ohne Studieren, drauf los, stempeln. Hey, und wenn es am Schluss dumm aussieht, es ist nur Zeitungspapier. Also, wenn es nicht sowieso im Altpapier gelandet wäre, dann hätte man damit vielleicht noch Schuhe ausgestopft. Ach jö, das ist ein bisschen viel, he? Ein bisschen viel, macht nichts. Macht nichts. Sommervögel kann man nie genug haben. Aber jetzt brauchen wir doch schon noch ein paar Blümchen. Blümchen. Und was heutige? Was heutige Blümchen? So, ich denke, ich nehme mal das. Das sieht aus. Und schauen wir mal, was kommt mit Vintage Foto. Vielleicht ist es jetzt hell. Ja, es ist schon recht hell. He? Ach komm, dann machen wir es doch schwarz. Dann machen wir es doch auch schwarz. Probieren wir nochmal drüber. So. Oh ja, gar nicht mal so schlecht rausgekommen. So. So, und das ist echt da ein bisschen der Stil weniger. Das habe ich aber nicht so gerne, wenn man den so fest sieht. So. Genau, dann verschwinden nämlich die ganzen kleinen Mini-Sommervögel, die wir jetzt hier gemacht haben. Auch ein bisschen zwischen diesen Blümchen. Und dann sieht es nicht mehr gerade so wahnsinnig überladen aus. Also, überladen von den Sommervögeln. Es wird natürlich immer mehr überladen, je mehr Blümchen das wir drauf machen, aber ich finde es okay. Total okay so. Eigentlich würde hier noch eins drauf kommen, aber da ist gerade die schöne Blume, die wollte ich überhaupt nicht überstempeln. Da ist irgendwie ein verkehrtes Fünfe. Das müssen wir wegmachen. So. Gut. Hey, ich glaube, wir sind fertig. Mir gefällt das extrem gut. Schau mal. Hey, schön. Ich glaube, mit denen können wir dann mal irgendetwas ganz Geniales basteln. So, was für Zeit? Komm, wir machen noch eins. Hey. Komm, wir machen doch einfach noch eins. Was könnten wir noch für eins machen? Jetzt nehme ich mal noch den als Hintergrund. Das mit den Libellen. Und ich glaube, das machen wir jetzt schwarz. So. Ja. Irgendwie frage ich mich, ob es so besser abdrücken. Aber ich habe einfach immer so die Angst, dass es dann mehr verrutscht, als etwas anderes.
Ist es jetzt besser oder nicht? Keine Ahnung. Ich kann es jetzt gerade nicht so beurteilen. Aber was ich auf jeden Fall will, ist das Zähne hier noch ein paar Mal. Das gefällt mir nämlich so. So, und vielleicht machen wir doch jetzt die Libellen hier noch ein bisschen. Ja, genau. Die Libellen. Die wollen wir doch noch ein paar Mal drauf haben. Ein bisschen in verschiedenen Positionen. So. Ja. Ja, das ist glaube ich gut. Da könnte es noch ein Zähne verleiden. Und da unten will ich nicht aufhören. So. Gut. Und dann hätte ich da so ein herziges Blümchen, irgendeine Schafgarbe oder irgendetwas Guckers mit so einem Poststempel. Die Frage ist, was für eine Farbe? Was für eine Farbe? Jetzt könnte man natürlich noch irgendeines machen, das ein bisschen grünlich ist. Grünlich? Ehrlich, ist das nachher nicht so kitschig? Oder gemischt? Komm, ich will nicht ganz grün. Ich mache so grün-braun. Man sieht es überhaupt nicht. Es ist viel zu fein und zu hell. Man sieht es gar nicht. Gut, machen wir noch 2, 3 so. Ja, mal. Wenn man ein bisschen fest drückt, dann kommt es. So, ja. So und so. Und voilà. So, jetzt braucht es aber schon noch ein bisschen irgendetwas. Ich wäre noch für irgendeinen Käfer oder ein Bienchen oder was. Wir haben zwar schon Libellen. Oder nehmen wir da noch so ein bisschen Geschriebenes. Aber ich habe das Gefühl, das geht auch ein bisschen unter. Geht das auch ein bisschen unter? Ach komm. Probieren geht über Studieren. Und so nehmen wir jetzt auch braun. Braun, komm. Ja, genau. Ich würde sagen, ich fülle jetzt einfach die ganzen Lücken, die wir noch haben, mit dem. So. Bin ich verkehrt? Habe ich wieder mal verkehrt geschrieben? Im Ernst jetzt? Nein, hä? Doch, ich glaube es. Ich glaube, es ist wieder mal verkehrt drauf. Ja, noch. Das fällt ja nicht so auf, he? Ich glaube. So. Genau. Da oben noch. Da. Und da. Da. Überall. Wo hat es noch nicht? Wo will es noch mal? Da noch. Da. Jetzt ist glaube ich gut. He? Und jetzt
mit dem Grün einfach nicht ganz zufrieden. Aber ich habe ja noch so ein moosiges Grün irgendwo. Das hier. Und jetzt nehmen wir nämlich so einen Käfer. Wo ist er? Ah, da. So. Oder so ein Bienenli. So einen mit dem, der etwas dicker, fetter, nicht so feine Linien hat. So, den hier nehmen wir, glaube ich, das Wespe oder Bienenli oder keine Ahnung was. So, und machen den mit dem moosigen Grün. So. Zack. Okay, das ist Fail. Das ist gar nichts. Wieso? Da schnell mal ein Teststempel machen. Das ist viel zu hell. He? Das ist viel zu hell. Ich glaube, ich muss das auch schwarz machen. So, probieren. Das Ink, vorher habe ich ja mit Oxide gemacht. Mal schauen, ob das normale Ink noch ein bisschen dunkler kommt. Ich mache jetzt zuerst mal einen. Ich weiss es gerade nicht so genau. So, den müssen wir noch überstempeln. Der sieht ein bisschen dumm aus. So. So, also komm. Jetzt kommt da überall noch so ein Bienenli, Wespe, irgendwasli her. Der verschwimmt so ein bisschen, das ist halt schon so. So, lieg. Oh, sehr krabbelig. Sehr krabbelig ist das. Okay. Ja, ich würde jetzt mal behaupten, das ist sehr wahrscheinlich jetzt gerade nicht mein Lieblingspapier, aber hey, es hat irgendwie auch seinen Reiz. Und man nimmt ja dann von einem Masterboard irgendwie einfach ein Stück, da kann man ja einfach so ein Viech rausnehmen. Man nimmt ja dann nicht so viel aufs Mal. Und ich glaube, dann kommt es schon recht gut. So. Ich glaube, ich stemple hier noch schnell ein kleines bisschen weiter, weil ich gerade so schön im Flow bin. Und dann zeige ich euch am Schluss, was alles dabei rausgekommen ist. Bis nachher. So, also kommen wir schauen uns doch schnell an, was wir hier noch alles gemacht haben. Und zwar, oh, das hier wäre unser erstes, was wir gemacht haben. Das hier war das zweite. Ah, ich finde, die sind oberhübsch rausgekommen. Das hier das dritte, das ist ein bisschen too much und mit dem Grün gefällt es mir jetzt nicht speziell. Ich kann mir aber vorstellen, dass es durchaus irgendwo seine Berechtigung wird haben in einem Projekt. Dann, was habe ich noch gemacht? Ich habe noch das hier gemacht. Mit ein bisschen violettem, so pink irgendwas und dem Mahagoni und einem von meinen Lieblingsblümchen. Dann hat es auch noch etwas gegeben mit Uhren im Hintergrund. Mein absolutes Lieblingsblümchen hat natürlich nicht fehlen. Und ein paar kleine Sommervögel. Ah, und Noten. Noten im Hintergrund natürlich. So, und was ist da noch? Da haben wir eins noch mit viel mehr Uhren und mit sehr viel knalligen Sommervögeln. Das ist alles sehr, sehr leuchtig geworden. Gefällt mir auch mega gut.
Ist vielleicht ein bisschen too much oder nicht? Nein, komm hey, das ist doch genial. Ich weiß nicht. Ich finde es gut. Und dann haben wir auch noch ganz ein feines. Ich nehme das mal ein bisschen näher, damit man hier die Blümchen-Stempel sieht oder auch die Pflänzchen. Die hier sind also ganz fein gestempelt und dann hat das so rosarote Rosen drauf und dann ein paar Bienchen, wo meiner Meinung nach jetzt auch hätten noch eine kleine dezentere Farbe können haben. Aber ja, easy. Hey, schaut mal die vielen schönen Masterbörder, die wir hier rausbekommen haben. Super schönes Scrapbook-Papier und ich freue mich schon extrem, wenn wir die alle in einem Projekt verbasteln können. Vielleicht sind ihr ja dann auch dabei, das würde mich mega freuen, wenn wir irgendetwas von dem Zeugs hier brauchen. Und dann würde ich sagen, bis dann, tschüss!